Da sind wir wieder mit der dörteinste Folge von Platt to go unsorgs für de Plattschule. So, wer von euch die 12. Folge gesehen hat, Thema Aussprache, der hat schon mal mitbekommen, wir haben da schon mal so die Rechtschreibung angeschnitten. Wenn nicht, vielleicht erstmal Folge 12 angucken, dann wisst ihr, worum es geht. In Folge 12 hatte ich ja schon mal erwähnt, die Frage langes A, kurzes A, doppelt geschrieben, nur einfach geschrieben, kann man das irgendwie an der Schreibweise erkennen? Leider nicht. Aber was kann man denn an der Schreibweise erkennen? Wie funktioniert denn das jetzt? Und das gucken wir heute mal an, da gibt es nämlich auch immer so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Also das Thema lange Vokale, kurze Vokale, die All sind Al. Und vor allem, Folge 12 nochmal erinnern, Doppellaute und Einfachlaute. Ich weet, du weetst, hey seht dat, weet, wie weht, je weht, sei weht. Wie werden die denn geschrieben? Die Krux dabei ist, in der plattdeutschen Rechtschreibung nach Sass werden Einfachlaute und Doppellaute, Monophthonge und Diphthonge, in der Schreibweise leider nicht unterschieden. Leider mein persönlicher Kommentar. Es ist aber so, wir halten uns trotzdem an die Regeln. Sie sind halt, wie sie sind. Kann ja nicht alles perfekt sein und das ist ja eine Frage von Meinung. Es ist jedenfalls so, kein Unterschied zwischen Einzellaut und Doppellaut. Wie sieht denn das jetzt also aus? Wenn wir zum Beispiel unser schönes Verb machen, auf Plattdeutsch morken, wir erinnern uns, das lange A wird O gesprochen, oder O, haben wir hier ein langes A. Du morgst aber wird mit Doppel-A geschrieben. Ein A, Doppel-A. Warum? Ist doch das gleiche Verb. Warum wird denn das jetzt hier so geschrieben und da so? Das ist die eine Regel in der plattdeutschen Rechtschreibung, die uns aus dem Hochdeutschen nicht vertraut ist. Und das funktioniert folgendermaßen. Es gibt offene und geschlossene Silben. Wir erinnern uns alle an die Grundschule, als wir mal gelernt haben, Wörter zu trennen. Da haben wir so geklatscht. Nicht also morken. Mor ist die erste Silbe. Bei du morgst haben wir nur eine Silbe. Mor ist eine offene Silbe, weil der Vokal am Ende frei steht. Mor, o. Die Silbe endet mit dem Vokal, sie ist offen. Bei du morgst ist die Silbe geschlossen durch die Konsonanten morgst. Kst schließt die Silbe ab. Der Vokal steht nicht frei am Ende, die Silbe ist geschlossen. Die Regel besagt jetzt, in einer geschlossenen Silbe wird der lange Vokal doppelt geschrieben. In einer offenen Silbe, mo, wird der lange Vokal einfach geschrieben. Das ist die Regel. Ist uns aus dem Hochdeutschen nicht vertraut. Die Niederländer kennen diese Regel, ist also eine Parallele zur niederländischen Rechtschreibung. Aber das ist die Regel. Also wir können nicht einfach sagen, morken oder moken wird mit Doppel oder mit einem geschrieben. Es hängt von der Silbe ab. Ist die Silbe offen, ist die Silbe geschlossen. Das gleiche also bei Essen. Eten. Ich, et. Hier, ten ist die Silbe offen, hier ist die Silbe geschlossen durch das T, darum Doppel-E. So, das ist jetzt einfach nur das Thema kurze Vokale, lange Vokale. Wie sieht denn das jetzt bei den Einzellauten und den Doppellauten aus? Also E oder Ei, Ö oder Ö und O oder O. Kann man das erkennen? Leider nicht. Folgendes Beispiel hatten wir auch schon in Folge 12. Weten, das ist ein langer Vokal, ein langes E, aber einlautig. E, nicht Ei. Weten. Und der Weizen, die Weiten, wird genau gleich geschrieben, nur halt groß, weil es ein Substantiv ist und weten ist ein Verb. Das heißt, dieses E ist ein einlautiges E und dieses E hier ist ein Doppellaut, ein Ei. Lässt sich nicht erkennen, ist einfach so. Viele Leute denken nämlich immer, der Doppellaut Ei würde halt so geschrieben, also ist jedes Doppel-E ein Ei und jedes einfache E ist halt ein E. Das ist aber falsch, es ist so. Das kann man leider nicht erkennen. Kleines Aperçu dazu, es gab ursprünglich, als Johannes Sass sich die Regeln ausgedacht hat, tatsächlich ein Sonderzeichen. Und zwar das hier. E, so einen kleinen Kringel drunter und auch das Ö mit so einem kleinen Kringel drunter. Diese Sonderzeichen beschreiben, finde ich unsinnigerweise, aber gerade nicht die besonderen Laute Ei und Ö,
sondern die eintönigen Laute. Also das hier ist das normale E und das ist das normale Ö im Gegensatz zu A oder Ö. Also Sass und auch Klaus Groth, glaube ich, haben gerade den einfachen Laut gekennzeichnet und nicht den Doppellaut. In der modernen Rechtschreibung haben wir uns dafür entschieden, nicht wir, ich war nicht dabei, hat man sich dafür entschieden, nur Zeichen zu verwenden, die wir auch im Hochdeutschen verwendet haben, weil das einfach viel einfacher zu lesen und auch zu schreiben ist. Auch nicht jeder hat auf der Schreibmaschine, wer noch Schreibmaschine schreibt, aber auch auf seiner Tastatur, nicht alle diese Sonderzeichen. Genauso wie das O für das O. Also schreiben wir ein normales A für das lange O und wissen als Plattdeutsche einfach, dass das eben ein O ist. Genauso wie der Engländer weiß, dass er hier Water liest und nicht Water. Ja? Wir wissen es einfach und wir verzichten im Plattdeutschen heute auf diese Sonderzeichen und verwenden nur die Buchstaben inklusive der Umlaute R, Ö, Ü, die wir auch im Hochdeutschen haben. Ein Nachtrag noch zum Thema Verdoppelung der Vokale. Wenn man jetzt schon verstanden hat, in geschlossenen Silben wird der Vokal verdoppelt, also in bloat, so, dann wundert man sich vielleicht, wenn man dieses Wort hier sieht. Bloats. So, warum hier nicht? Diese Verdoppelung findet in sogenannten kleinen Wörtern nicht statt. Das sind also Konjunktionen, diese ganzen Satzpartikel, diese kleinen Bindewörter im Satz, die keine großen Bedeutungsträger sind, sowie auch Vorsilben und Endsilben. Da wird nicht verdoppelt, sonst bläst man die Wörter riesig lang auf. Das heißt hier, wenn wir das Adjektiv meinen, bloat, also so wie nackt und bloßdönedor, nackt und bloß, da verdoppeln wir es, da ist das wirklich ein Adjektiv, ein Bedeutungsträger. Aber bloats im Sinne von nur, da lassen wir diese Verdoppelung. Genauso wie bei ein Som. Da verdoppeln wir das A nicht. Also in diesen Endsilben, Vorsilben und diesen kleinen Wörtern, da machen wir das nicht. Genauso wie wir bei wat kein Doppel-T schreiben. Ne? Oder bei ich eben kein CK schreiben, auch wenn das manche tun. Das sind kleine Wörter, das machen wir nicht. So, wir reden hier über die mehr oder weniger offizielle, eine ganz offizielle gibt es ja nicht, Rechtschreibung nach Sass. Der Sass. Natürlich gibt es Leute, die ihre eigenen Regeln benutzen und die schreiben dann ein O und irgendwelche Sonderzeichen oder verfahren auch anders mit der Verdoppelung der Vokale. Das heißt, es kann euch natürlich irgendwo mal eine andere Schreibweise unterkommen, die nicht diesen Regeln hier folgt. Kann ich nichts gegen machen. Leute sind anarchisch und schreiben, wie sie wollen. Ich und wir hier sind dafür, uns an die Regeln zu halten, damit man mal irgendwas hat als Leitlinie und irgendwie sich nach irgendwas orientieren kann. Keiner ist verpflichtet, das zu tun. Also was ich euch hier zeige, sind diese Regeln. Ne? Und klar, manche Leute schreiben es anders. Auch im Hochdeutschen ist ja nicht immer alles überall richtig nach Duden geschrieben. Weitere Vokalregel. Es gibt auch ein paar Wörter, wo ein langer Vokal nicht durch Verdoppelung geschrieben wird, sondern mit einem H, wie im Hochdeutschen. Das sind aber auch genau die Wörter, wo auch in der hochdeutschen Entsprechung ein H steht. Also zum Beispiel bei der Stuhl, Plattdeutsch, der Stuhl. Würde man ja eigentlich an dem langen Vokal, müsste man jetzt so schreiben, Stuhl. Und es gibt auch so ein paar plattdeutsche Puristen, die würden das dann so schreiben in ihren eigenen Headcanon-Regeln. Aber in der Sass-Rechtschreibung orientieren wir uns, wo es geht, am Hochdeutschen. Und weil im Hochdeutschen hier ein H steht, schreiben wir auch im Plattdeutschen ein H, einfach weil es leichter zu lesen ist. Das heißt, die plattdeutsche Rechtschreibung orientiert sich eher am Leser als am Schreiber. Genauso orientiert sich die Rechtschreibung am Hochdeutschen bei der Frage, ob am Ende ein T oder D steht. Also zum Beispiel die Zeit, Plattdeutsch der Tiet, wird mit T geschrieben. Auch wenn der Plural Tiden lautet. Trotzdem ist der Singular ein T, orientiert sich am Hochdeutschen. Eine weitere Regel für ein ähnliches Phänomen hat etwas zu tun mit der sogenannten Überlänge. Da wird es jetzt ein bisschen schwieriger, aber ihr kapiert das alles. Das hochdeutsche Wort die Liebe. Liebe ist zweisilbig. Liebe heißt auf Plattdeutsch die Leif. Schreiben wir mit V. Das Adjektiv lieb schreiben wir Leif mit F. Warum? Ganz viele werden das auch mit V schreiben, weil sie das schöner finden oder das so gewohnt sind. Hier haben wir eine Überlänge, das V, weil hier quasi ein stummes
mitklingt. Liebe, leve, w. Ja, darum ist hier ein V wegen dieser stummen Überlänge. Hier, lieb, lev ist keine Überlänge, da fehlt kein E. Ja, das schreiben wir mit F. Kann man sich nicht alles merken, aber dafür haben wir den Satz ja, es steht da auch alles drin, aber hier seht ihr, es gibt irgendeine Regel dahinter, es ist nicht völlig willkürlich. Eine weitere Regel, die das V und das F betrifft, ist der Anlaut. Also wir schreiben im Plattdeutschen auch ein Wort am Anfang immer mit dem Buchstaben, wie es auch im Hochdeutschen ist. Das heißt, wir schreiben auch Vogel, Plattdeutsch, Vogel mit V, wie im Hochdeutschen. Aber wir schreiben Fenster, Finster mit F, wie im Hochdeutschen. Einzige Ausnahme ist das hochdeutsche Wort Fuchs. Da schreiben wir Plattdeutsch Voss, abweichend, weil man das schon immer so geschrieben hat und alle sagen würden, Voss mit F sieht total bescheuert aus. Das ist einfach eine Ausnahme. Auch nach dem Hochdeutschen richtet sich nicht nur die Frage D oder T am Ende, sondern auch G oder CH. Auch wenn das auslautende G, haben wir schon gelernt, im Plattdeutschen immer als CH gesprochen wird, wird es deshalb nicht immer als CH geschrieben, sondern wie im Hochdeutschen. Der Zug im Plattdeutsch steht Toch. Wir sprechen CH, wir schreiben G, wie im Hochdeutschen. Hier gibt es eine einzige Ausnahme, das Wort Zeug, auf Plattdeutsch Tüch mit CH. Warum? Weil der Zeuge auf Plattdeutsch auch Tüch heißt mit G. Und um die beiden nicht zu verwechseln, schreiben wir Zeug mit CH und Zeuge mit G, wo hier auch eine Überlänge quasi ist. Hallo. Moin. So, es gibt natürlich noch viel mehr Regeln. Wir können jetzt hier nicht die gesamten plattdeutschen Rechtschreibregeln referieren, nur mal so ein paar Eckpunkte. Und wer da jetzt Blut geleckt hat oder interessiert ist, eben nach plattdeutscher Rechtschreibung ordentlich zu schreiben, dann holt euch einfach den Sass. Da stehen die Regeln alle erklärt drin. Es sind auch nicht so viele, es sind hier 19. Also muss man auch nicht alle. Das meiste versteht sich auch von selber aus dem Hochdeutschen. Wir wissen alle Doppel-T und so weiter, das kennen wir. Es sind nicht alle Regeln so völlig anders. Der Saß. Kleiner Nachtrag zu dem Thema einlautig, doppellautig. Man kann es an der Schreibweise nicht unbedingt erkennen, ob es E oder Ei oder Ö oder Ö ist, aber im Wörterbuch könnt ihr es rausfinden. Wenn ihr nämlich ein Wort mit Ö nachschlagt, zum Beispiel Kök, die Küche, ich gucke jetzt mal nach Küche, hier steht Küche. Da steht dahinter einfach Kök, K-Doppel-Ö-K, Kök. Wenn ich aber nachschlage grün, grün, dann steht da grön, G-R-Doppel-Ö-N, genau wie bei Kök, aber dann steht Klammer auf, groin, Klammer zu. Das heißt, ich weiß, groin und auch grön ist ein Doppellaut, denn es steht ja groin als Variante dahinter. Also weiß ich, grön ist ein Doppellaut. Bei Kök steht nicht Keuk dahinter, also ist Kök ein einfacher Laut. Und für E-A gibt es das gleiche Spiel. Wenn ich jetzt Essen nachschlage, Essen, dann steht da Eten, E-T-E-N, Klammer auf, Äten, Klammer zu. Das heißt, ich weiß, Eten, Äten ist ein einfacher Laut und kein Ei. Wohingegen bei der Weizen, da steht Weiten, W-E-T-E-N, Klammer auf, Weit, Schrägstrich, Weiten, Schrägstrich, Weit. Weiß ich, es ist ein Doppellaut, aber auch wenn da nur Weiten stünde, aber eben kein Wäten, weiß ich auch schon, es ist kein einfacher Laut. Wenn es ein einfacher Laut ist, muss eine Ä-Version dahinter stehen als Variante. Jetzt aber Schluss, holt euch den Saß, da steht alles drin. Side Note für die, die jetzt wieder sagen, plattdeutsche Rechtschreibung, sowas geht ja gar nicht, jedes Blatt ist doch unterschiedlich, wie sollen wir da denn alle gleich schreiben? Moment, ihr seht jetzt hier zum Beispiel im Saß, bei Kuchen steht Koken und auch Kauken. Das heißt, da stehen schon verschiedene Varianten drin. Das heißt, der Saß schreibt euch nicht vor, welches Platt ihr schreiben sollt, sondern er sagt euch, wie ihr euer Platt schreibt. Platt ist überall unterschiedlich, völlig richtig, aber du kannst jedes Platt nach Saß schreiben. Wer sich gefragt hat, wo wir hier eigentlich sind, das ist natürlich die Schneiderei vom Ohnsorg-Theater. Der Kostümfundus ist auch noch hier untergebracht. Und hier werden wir angekleidet.
Stück des Tages kommt diesmal aus Lilienthal. Da gibt es nämlich einen Uhrmacher und da steht auf dem Schild, der Uhrmoker ut Leendol. Der Uhrmacher aus Lilienthal. Gröten nu Leendol. So, das wird allwetter mit der dörteinste Folge von Platt to go. Wie seht uns will Typen bei der nächste Folge wetter. Schickt uns wetter jo Frogen und Fundstücken und bis dahin tschüssing und holt jo fuchtig.